Et ass mittlerweile die 8. Edition vum Daycare. Heubei geht et drums, de Schüler ze weise, wie der verschiedene Entreprise lebt. Den 90-Kanal war dabei. Care ist eine Hilfsorganisation, die probiert, Menschen in Not auf der ganzen Welt zu unterstützen. De Frederik Haupert erklärt uns, für was sie den Daycare organisieren. Wie wir den Daycare 2010 angefangen und 2009 angefangen und war dann im Kontext von einer wirtschaftlichen Krise, wo die Finanzkrise war, die Jungen hatten ganz viele Probleme, überhaupt Platz zu finden. Heute sind wir in einer Dynamik, wo die Jungen nicht genau wissen, was sie sollen machen, sind aber viele Plätze da. Das heißt, heute ist es wirklich noch mehr wichtig, dass die Jungen sich gut beruflich informieren, was sie wollen machen, mehr spät. Wir haben viel mehr Entreprisen, die von sich aus gerne wollen beim Daycare mitmachen. Wir müssen keine mehr überzeugen. Wir haben bislang 86 und 84 Entreprisen, 340 Schüler, die mitmachen. Ich meine, wir können noch locker das doppelt packen. Was da ist immens hilft, dass du eine Internetseite, die wir mit der Chambre de Commerce der Europäer tun, die uns die Verbindung zwischen den Jungen und den Entreprisen ermöglicht, aber auch immer den Service National de la Jeunesse. Und das sind die Grundpfeiler, mit denen wir auch ein mehr großes Tool packen können. Ja. Wir machen schon lange beim Daycare mit, ganz einfach, weil wir viel mit Care zusammen schaffen. Care ist den globalen Partner von der AXA weltweit. Und den Daycare ist eine super Möglichkeit für den Jungen, einkehr zu weisen, was eine Assurance ist, was wir hier machen und wie weit wir da gehen. Ich meine, das ist wichtig, dass Studenten gesehen wie eine Firma bei anderen gesagt, dass sie Bild können machen. Ich meine, für auch zu weisen, was Möglichkeiten bei diesem Gruppe sind, sodass sie Sachen nicht schwer machen. Wir fanden, dass das eine Flutinitiative ist und dass wir den Schülern eben können eine Erfahrung eben an der Entreprise anbieten. Wir werden gerne weiter wussten. Wir sehen aber auch, dass eine Initiative, die als Fundraising-Initiative angefangen und einfach für Suen zu sammeln, für als Projekt für Frauen und Mammen am Niger und am Laos zu developieren, dass die Haut wirklich eine große Initiative von der Orientation professionell ist. An der Richtung müssen wir die Mission noch mehr konsequent ausbauen und das werden wir auch in der Zukunft machen mit neuen Partnern, mit neuen Ideen. Den Daycare das für nimmen in Dach. Mir geht es dann durch für die Schüler zu weisen, was alles gemacht wird aus einer Assurance. Nee, natürlich nicht. Das geht nicht durch. Aber wenn sie hinkommen, dann haben sie vielleicht 4 oder 5 Assoziationen mit einer Assurance. Wenn sie rausgehen, dann haben wir 2 Flipschachteln voll mit Ideen. Das heißt, sie haben schon eine Idee, was dann in einer Assurance überhaupt alles möchte. Und das soll ja auch just eine Idee sein, für zu gucken, was sie später im Leben wollen machen. Ich habe heute ganz interessante Frage gestellt. Ich meine, das ist ein grosses Interesse, du gesamt ein bisschen zu verstehen, was die sollen machen, was Möglichkeiten nutzen innerhalb von einer Firma. Also das ist ganz interessant, ja. Also wir haben dezidiert, ihnen ein bisschen House of Entrepreneurship zu weisen, weil sie dann noch können sehen, was sie brauchen, wie das funktioniert, für können eine Entreprise zu kreieren. Was wir für das Jahr können nicht feststellen, ist, dass die Schüler auf ihre Stage nur kommen, dass sie ihre Stage machen. Wir haben bislang immer eine ganz große Zufriedenheit an unseren Sondagen gesehen. Das heißt, wir fragen immer die Schüler, wie es gelaufen ist für sie, ob sie das erfahren, was sie brauchen und wissen, für sich zu orientieren. Und da ist aber das Feedback ganz, ganz positiv. Wir haben 80% von den Schülern, die mitmachen, weil sie nächsten Kontakt mit einer Entreprise wollen kreieren, bei der sie arbeiten wollen. Wir haben 96% von den Schülern machen mit, für sich sozial für Care zu engagieren. Das sind 2 Resultate, mit denen wir ganz zufrieden sind.
Für Schüler wollte man natürlich wissen, wie sie den da erlebt haben. Ich fand, dass das eine super Option ist, also halt für Erfahrungen zu sammeln und wenn ich dabei auch Leute helfen kann, weil wir donären ja die Suchen in einem Land und ich fand das dann einfach so eine mega coole Kombination. Und ich meine nicht, dass viele Länder die Optionen haben und die Unterstützung haben, selbst zu machen. Eigentlich wollte man nicht mein Plan heute zu kommen, weil ich eigentlich mehr den Bio gerne möchte und Chemie und so. Ich hatte am Anfang gedacht, das ging nicht mit dem Achse zu dienen und mir raus, und das auch viel mit Forschung zu dienen und diese Mann. Und ich wollte einfach gucken, ob mich da doch vielleicht interessiere ging. Das ist eine gute Möglichkeit für mich und auch für die anderen, die mitmachen, für verschiedene Berufe kennenzulernen und so zu wissen, wie es funktioniert. Ich wollte wissen, wie genau dann eine Assurance aufläuft, was da gemacht wird und ob das etwas für mich wäre. Wir haben gesehen, was ich in einer Assurance möchte, wie es aufgebaut ist, ein bisschen Geschichte und bis dahin ist es ganz spannend fand. Ja. Den ersten Moment, wo ich davon erhören habe, war ich an sich nicht wirklich davon überzeugt. Und wo ich dann daheim mich darüber informiert habe, habe ich aber löserlos gemerkt, dass das wirklich eine gute Erfahrung war. Und da habe ich mal eine Stage rausgesucht und das war dann in diesem Fall ein CEVO, an Innovos, Acreos zu summen. Ich war wirklich froh zu sehen, dass ich einen Abblick an die ganzen Departementer kriege. Ich war erstaunt, dass ich so viel, also so großen Abblick auch kriege. Ich hatte das wirklich nicht gedacht. Ich bin wirklich froh, diese Erfahrung zu machen, weil ich meine, kriegt nicht jeder die Möglichkeit, so ein Stage zu machen. Also wir haben die Einzeldepartementer gesehen, den Call Office, wo die Leute halt rufen, den Departement ESS, mir genau gesehen, was sie da machen, was für Projekte sie haben, das ganze Marketing, wie sie das Ganze und Klienten verkaufen, und aber auch wie sie das mit der Gestion und alles, wie das alles zusammenhängt. Am Technik möchte ich auch Stagen, und am Klassik echt dann nicht. Meinst du, wir von 4 Teilen sind das auch am Klassik mehr aufhören? Ja, ich meine, das ist ein ganz großer Vorteil. Ich habe an diesem einen Tag wirklich gesehen, was für eine große Erfahrung ich sammeln kann. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wir das aufhören. Weil am Klassik kriegt die erste Fass gewesen und dann hat er ein Diplom und ich weiß nicht, was ihn erwartet am Leben. Ich habe gar keine Ahnung, was Berufsleben anbelangt. Ja, also ich fand schon, dass das Projekt vom Daycare ganz interessant ist. Und am Plus kann ich dann auch noch, also so bei einer Entreprise, bei Chambre de Commerce mitmachen und neue Sachen beilehren.